Ende von der Welt. Schon Angst. Wir hatten dem Sturm dabei so knapp 5 Minuten nur geguckt, bis du dich auf einmal von der Fensterwäsche gedreht hast. Es war der erste große Sturm vom Hirsch. Der Zuchtsturm, der so fern bläst, der Trauerweiden am Gart sich bis auf den Boden aufbähen, und Leute mit ihren Prabelie wie Segelboote über den Trottwege zu gehen. Und wird ausgesehen wie das Ende von der Welt. Angst für Wart. Seitdem du ganz klein warst, noch mehr klein wie den Tag du, wo mir Stirn du baust du geguckt. De Wolken, die los, bald ohne dass die nicht merkt, aus Richtung Norden an den Dallerhof geholt kommen, und dürfen schweren Divi zudecken. Dann den ersten Rehendrüpsen, für dich vereinzelt, dann immer mehr, bis dat der Rehen sich wie dick, grob Vierde von einer Wollplot vom Himmel aufwickelt. Dann noch der Luft, die der muss fest und allem rappt und zieht, dat so gut schaschischer Krampus hun, sich noch um dich unzuhalten. Angst vor dem Hurricane, sagst du. Das ist kein Hurricane. Hurricane gehen nicht halt gar nicht. Das weißt du doch, wenn ich mich erinnert. Du warst der Wiederexpert in dem Spielschule. Von all den Büchern, die wir zusammen durchgeblättert, a Reportagen, die wir zusammen geguckt haben. Auch von den seelischen, sonnischen Mütterscher, an Zeit geschehen viel stur geblieben zu sehen, ob denen wir am Gart oder schuckelig an der Stufe Fenster sitzen, an der Natur nur geguckt haben, hat kein Zölen a Fachwörter beschreiben können. Alles wisse, was ich hat, und ich stehe 4 Uhr ging. Aber was vom Dach? Es war groß an, und mich beunruhigt angeguckt. Ich wusste, dass es nicht der Sturm war, für in dem du die sonnischen Mittag im November Angst hast. Stirn an deiner Wiederen und dich noch immer fasziniert. Klar, lachst du auch am Sommer am Gart und hast blöd ausgeguckt, für die vereinzelt Cumuluswolken, die wie vielleicht Schlagsahn über den Himmel verdeelt waren, zu analysieren. Mit den Sommerdilch, die noch viel lieber waren die Schmeier, die wenn die Luft so dreckend schwer war, a rohe Sturm, dass einen Ball um Körper ugepascht war. Voller Vierfried hast du dich auf die Lauer gelöscht, dass endlich die echt schwarz Wolken am Horizont geben auftauchen. Andere Leute gingen sich aufregen über das Pferde, mir nicht mir. Du bist schon immer ein Sturmkalt gewesen. Was wandernden Hoher erinnerten an. Genau wie den Mann. Wie wir ihr putz Ziele Flavor, so wie das schon nicht vom Dach. Halt kann dir gar nicht geschehen. Und ich hab noch ein Kehr probiert. Und doch wusste ich, dass ich kein Sturm brauch, den du hier zu zerstören. Es war demals, weil Jahr hier, dass wir ohne den Mann waren. Der Moment, wenn ich ans Schlafzimmer kam, wusste ich, weil das zu doof wäre. Das nicht mit zu machen wäre. Sie lag in ihrem Bett, genauso wie ich sie Neues für gleich gesehen habe. Noch ewig, ihre auf die Abendstufe sind. Genau wie sie es auch, genau sie, mir aber nicht sie. Das war der zweitschlimmste Moment von meinem Leben. Das Schlimmste war, wie ich dir so müssen erklären, dass sie fort wird. Wie ich dir müssen suchen, dass sie nicht mehr zurückkäme. Weil ich dir nicht erzählt habe, dass Reste von den Medikamenten, die sie nicht mehr gebraucht hat, noch nützlich an ihr auf dem Bett lagen. Dass sie weil ganz kahl war, wie ich sie gefunden hat. Dass sie es also muss gemacht haben, kurz, nachdem sie dich auf Schule gefordert hat. Dass ich nach dem 112 gerufen hat, mit der doch sie nicht mehr helfen konnte. Du hast probiert zu verstehen. Und wie versteht ihn? Außen hört der Wandstoß unter Fenster gerüsselt. Wir waren ran bei Eis, an die warmen Himmel Stuff gewohnt hat. Du waren lang wieder zum Glaspaschen. Und du hast nur geguckt, wie dem Lupa sein Gartenzwerg bei Eis rüber an den Garten holt hast. Stürmisch unerwartet Kadungen. Karl Hahn, Karl Stier, Karl Lübsen. Es war schwer, die Frau dabei rumzuerkennen, die ich gern hat. Ob einmal war alles anders. Okay wusste, dass es so seriös gewesen war.
wahrscheinlich nicht nur sie selber. Sarahs, dat Leute nicht worig zu. Das nicht dazu lehen, mir echt dazu verstoppen, was zu denken. Auch für sich selber. Erinnerst du dich noch an das Bild vom Rembrandt, das eine von den Büchern? Sturm mir vor Galiläa. Am Hintergrund schwarz Wolken, die über das Wasser herabriechen. Am Zentrum ein Fischerboot, das zwischen den Wellen hin und her gehalten wird. Unten dran 14 Männer, die der Natur ausgeliefert sind. Der Jesus sind 12 Aposteln. Und ein weiterer Mann, ein Nummer 14, die am Prinzip gut nicht an der biblischen Szene zu sichern wird. An all einzelne von ihnen geht anders das du mit dass hier das Leben vom Sturm überholen ist. 4 von ihnen probieren Segel daran zu holen, und Boot für Kippen zu retten. Ein 5. Hännisch den Wupp vom Boot, versucht sie aus der Situation herausgesteuert zu kriegen. Sie machen alles, den Sturm Meister zu gehen, und das Boot nicht vom Wasser soll verschickt gehen. Zwischen ihnen stehen ein paar die Männer, die mit Angst auf Meer rausgucken und nicht zu sich kommen. Von ihnen hält sich in einem Seil wie wenn nur seinem Leben festhalten gehen. Anderer steht unter dem Jesus, die ruhig am Boden sitzt, Rosen, dat hier sich nicht zu kümmern scheint. Das aber nicht der Jesus, den Hauptrolle spielt. Mit Nummer 14. Der Mann an der blauen Jackett, die gar nicht mal an diesem Bild über die menschliche Zerbrechlichkeit soll sein. Das ist der Rembrandt selber, der ruhig aus dem Bild rausguckt. Ein Hand in einem Seil. Die Anna aus ihrer Mutz, die bald von der Luft waschgeblasen wird. Über dem es von der Römchen Chaos überhand geholt wird. Sie steht beim Betrüger noch Hölle? Oder wir sehen, dass auch der schlimmste Sturm irgend von der River geht, und weil es sich beruhigen. Wir wissen nie, wie eine Herausforderung aus am Leben beginnen, weil das alles hin und her geheilt. Und man ist froh, wenn wir mit Sturm umgehen, was so inevitabel über das Leben noch abbrechen. Weil etwas ist sicher, nur alle Stürme können uns so. Nee. Und das ist Mord, der terribelst im menschlichen Leben. Nur all sonnischen Tag, und so ein Moment, kann die nächste Stürme umzählen.